Gleich 10-mal am November waren mehr von der Stimme von der Straße invitiert gehen. Eine Equipe von uns war zu Täting dabei, wie an der Schuchte Straße ein Appartementshaus angeweiht gouf. Es handelt sich dabei im Studio für Leute, die an sozialen oder finanziellen Schwierigkeiten sind. Der Bürgermeister Jean Laurent hat uns erklärt, wie weit gerade an der Kieler Gemeinde so ein Projekt zustande gekommen ist. Wir sind der Bugeschwert durch den Marcel Detail, da ich einen Tätinger als an den Gemeinde Kiel sollicitiert hat. Bei uns war die Bereitschaft eigentlich direkt für Matzen machen bei dem Projekt. Erstens für die Stimme von der Straße eine Assoziation ist, die für deren wir alle guten zusammen einen großen Respekt tun, dass das ist. Und das Zweite ist, dass wir eigentlich als Gemeinde Kiel, wir sind nicht von den reichsten Gemeinden schlecht gewissen hatten, noch was die sozialen Engagements betrifft. Wir haben zwar einen großen Office sozial und das funktioniert auch impeccabel. Was Sozialstrukturen betrifft, sind wir ein bisschen schwach besetzt und dafür meine ich, wäre eine gute Sache, als Gemeinde zu dezidieren, die Struktur zu favorisieren. Was für Service bietet das Gebäude? Service die Angebote sind ganz einfach. Man hat 5 Wohnungen, die man klar verlohnen. Das ist das, was hier geschieht. Aber darüber hinaus geht es schon darum, dass wir probieren, Wohnraum zu bieten, die noch bezahlbar ist. Die Leute, die hier wohnen, sind Leute, die am RMG sind, die dabei sind Schwierigkeiten haben, Wohnraum zu finden. Und wann, dann ist ein Deier. Das Programm die lebt in dem Sinn, dass die Leute die Leute bezahlen, die wir freuen, dass das keine billige Leute, mit das mehr billige Leute wie dabei sind. Und die geht am Mund bezahlt. So ein Projekt ist selbst ganz neu für die Gemeinde Kiel. Wie ist dann das Projekt für die Nawohner abgeholt? Ich muss sagen, dass die Bürger hier aus der Schochtchenstraße eigentlich, wie in das ganz oft ein bisschen Angst hatte, für dem, was auf sie durchkommen. Wir hatten eine öffentliche Versammlung mit den Leuten. Wir wissen aber, dass die Qualität von Argumenten, die zählen, an die erste Aufregung rüber, das Gebäude steht noch hier, die Bauliga ist gefüllt. Die Leute haben hier das Logement gefunden, die 5, die an den Studio logiert sind. Und ich meine, die ganze Aufregung hat sich gelohnt und wir sind natürlich ganz froh darüber. Von wem dürfte mir so dieses Projekt finanziert? Hier sind wir da, wo das hier gebaut ist, mit der Mithilfe von dem Ministerium du Logement und mit der Gemeinde Kiel. Das hier ist ein Gebäude, das wird rund 700.000 € kosten. Das ist schon von neu gebaut gehen. Aber die Dingstellung ist, wie ich schon gesagt habe, nicht ganz einfach. Wir bieten einen Wohnraum an, der ganz korrekt ist, zu Konditionen, wo die Leute, die hier wohnen, so können finanziell drohen. In diesem Fall kommt auch noch Privatinitiative dabei, das heißt, dass eine Privatperson, die einen Don gemacht hat, aber dann haben wir auch eine Mischfinanzierung vom Staat, zum einen den Wohnungsbauministerium, dafür ist auch die Ministerschaut, die das dreifach von der Gemeinde abgelöst hat, für das Finanzement zu assurieren. Und wir haben als Gesundheitsministerium eine Konvention mit der Stimme von der Straße, wo wir einen Teil von den Personalfreien überholen und insgesamt rund 3 Millionen pro Jahr die Stimme von der Straße überweisen, für sie für ihr gute Arbeit zu unterstützen. Nicht jeder Verein kann ja von der Hilfe profitieren. Wie könnt ihr als Lokatär überhaupt froh? Der Strummert, wie in der Börse genannt wird, den in der Breck schläft, als nicht den, den einer wohnen kann, die will noch nicht reinkommen. Weil ja aber gewisse Regeln müssen nachgehalten gehen, wenn er in so ein Haus kommt. Und zwar die Regeln, wie der auch an der Wohnung muss dann halten, wo ist sie proper sind, er darf nicht konsumiert gehen. Und, der Strummert, das nicht die klassischen, die man so Wohnungen rankriegen. Wir sind nicht die Leute, die in RMG haben, die hier wegen Bistro und einem kleinen Neck gewohnt haben oder bei Bekannten gehaust haben oder so. Das sind also Leute, die auch bereit sind, ihre Responsabilität in eine Wohnung zu verholen. Wie wichtig ist es für das Ministerium der Santé, so Projekte zu unterstützen? Schon ähnlich das Beispiel von einem Hocker genannt, den hat 3 Stempeln. Und ich ging so, dass wir die Arbeit, die Wohnung und die Sozialkontakte, aber nicht von den Stempeln bricht, da steht den Hocker nicht mehr rein, aber wenn die 2 brechen, da kann er nie mehr abkommen. Und heute bricht das ganz zusammen, wenn er seine Familie verlässt oder wenn er seine Arbeit verliert. Aber wenn dann noch nach ganz Kollegen einem direkt zudrehen und für die Kinder mehr was im Kopf, da können die nicht mehr länger beten. Und du hast es in einer Gesellschaft, die etwas auf sich hält und die solidarisch will man ein gutes Beispiel führen, also dafür zu helfen, dass die Leute immer bekommen. Dafür ist das für uns als Gesundheitsministerium immens wichtig, dass so Initiativen wie die hier bestehen. Die Idee von der Stimme ist ja eng, wir haben angefangen, eine Struktur zu machen, für Leute zu empfangen, für die ins Zirzen zu gehen, Erkläder zu gehen. Das ist eine kleine Hilfe. Viel mehr Hilfe, den die Leute, wenn sie auch probiert, sozial zu integrieren. Und können sie mal 2 Methoden sozial integrieren, dadurch, dass sie ihnen eine Arbeit gibt,
wo sie können etwas weise lechte, wo sie Leid sind an eng Wohnung. Und wat derbeg belangt im Moment rund 140 Leiit an also verschiedenen Atelien beschäftigt. Wohnungen Nummer bei 25 gelos. Und da muss ich gucken, muss nach Ideen am Kap, wo wir vielleicht noch zu frei sind, für zu developieren. Mit dem Moment will man stabilisieren. Wir haben auch zu Schindels ein neues Zentrum abgemäht, den das vom Juni ab. Da muss man auch noch mal gucken, dass wir die Strukturen stabilisiert kriegen. Und da sind wir so schon mit Ausgang 2015. Und dann muss ich gucken, was da geschieht. Nëmme féier Dich mich spéit ass nach eng aner Ekipp heut Zwasch und Grosgas och bei d'Stëmm vun der Stroos gang. Sie hunn nämlichlech hireieren 10. Geburtstag gefeiert. Et ass jo Stëmm vun der Stroos, méi wéhéiert sech déi Stëmm sech am moment un. Dat ass ënnerschiedlech. Et gëtt Leiit, die bei d'Stëmm vun der Stroos an noch Bännerplätze ginn, die zeien sech zeréck. Déi wëllen ausser, wenn se bei d'Stëmm ginn. Näicht mi mat denen anderen Leiit ze dienen und nimi an der Gesellschaft, sie fühlen sech net mir integriert, Mengen sie hätte ke geheier méi an dat muss op schiede Fall vermiede gin. Schmengen dat eng Stimmung insgesamt am moment aus, dat viel Leiit sech net echt geholl mi speieren. Net mi echt geholt spere vun de Politiker, déi Gesetzer desideieren ënner dee sie stark leiden. An sie fühlen sech mat hierer Stimm net méi vertruden. Und das ist ein großes Problem. Und die will immer einfach zuerst mehr hier Stimmen sehen. So empfangen ist da doch als Bäumeister, dass ich muss Stimmen von denen Leuten sind, für auch sie mit ihren Forderungen zu vertreten und auch die Rechte, die sie haben, mit umzusetzen. Lützeburg ist eine von den reichsten Ländern, aber trotzdem geht Povertät an die Blut. Wie erklärt der Staat? Ja, da gibt es viel Gründe. Wir feiern wie so, dass 10 Jahre heute zu Asch bei der Stimme von der Straße. Wir hatten 4.500 verschiedene Leute. Alle Einzelnen haben ein einzelnes Schicksal. Ganz oft in das Schicksal schlägt. Leute verlieren ihre Arbeit, da verlieren sie ihre Wohnung. Dann verlassen hier Frauen, so zum Beispiel. Leute fallen an eine Depression, oder fangen nur mal trinken. Das sind oft verschiedene Schicksalsschläge, die die Leute tun. Und geht ganz schnell, kann jeder treffen. Richtig Gründe gibt es keine, wieso die Leute hinkommen. Ich meine, alle Situationen sind anders. Die Leute haben keine Wohnung, so keine Adresse. Ohne Adresse kriegen sie kein RMG, ohne RMG können sie keine suchen, kriegen sie keine Wohnung. Das sind so Teufelskreise, wo die Leute oft sind. Und wo wir da gucken, okay, wo können wir da aufhängen? Weil das den ersten Schritt, den wir machen können, für die Leute weiterzuhelfen. Die Stimme von der Straße soll am Zentrum von einer Stadt sein. Wie war das so? Wir haben ja ganz bewusst durch das Haus rausgesicht gehabt, wo die Stimme von der Straße installiert ist, am Zentrum. Wir haben vom Haus, wo die Jugend- und Drogenhilfe innerbrüht ist, am Zentrum. Also in Abriss Süd, den Foyer für Obdachlose ist am Zentrum. Den Office Sozial ist am Zentrum. Das sind Projekte, und da gehen Leute hin, die als Escher-Bierger sind, und die mit uns zusammen leben. Und wir wollen auf keinen Fall, dass wir die Leute verstoppen, die gehören zu uns, das sind uns Escher-Bierger, und wir verstoppen die nicht auf einem Platz an einem Busch oder auf einem Frisch, aber die sollen nur bei uns zusammen mitten am Zentrum sein, und wir versuchen das auch bei weiteren Projekten so zu machen.